Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pilzig. Ach ja, die Blume haben ordentlich Geld gegeben. Zwar nicht so viel wie ich gedacht habe, aber irgendwie doch mehr. Ich habe nicht gewusst, wie viel die geben. Insofern nicht schlecht. Schöne Einnahmequelle. Eine schöne Einnahmequelle. Und die Kakteen, die wachsen. Ach. Unser schöner neuer Plasma TV ist erstmal fett vor unserem anderen Fernseher geparkt. Gucken wir doch auf den mal. Ach Gott, wie groß jetzt. So, morgen wird es natürlich mal wieder wunderschön und sonnig. Als ob der Frühling nur aus wunderschönen sonnigen Tagen besteht. Wir machen nochmal kräftig weiter mit. Der scheint wohl nicht so lang zu dauern. Und da haben wir mal wieder was für die Recycling-Tonne. Also, nix wie Reite mit in die Maschine. So, 24 Pastinake können wir heute nochmal beim Pierre einkaufen. Aber ich sollte erst mich nochmal um die Tiere kümmern. Lebewesen haben immer Vorrang. So. Das sind wieder schöne Pastinake. Und da können wir definitiv wieder was damit anfangen. Gut. Ich freue mich auch, wenn wir hier mal andere Tiere noch kriegen. Es gibt ja noch Dinosaurier, die man in der Schädelhöhle finden kann, als Dinosaurier-Ei. Und dann gibt es noch, wenn wir die Kanalisation geöffnet haben, gibt es noch Schatteneier. Da können wir dann Schattenhühner damit züchten. Und es gibt noch blaue Hühner, soweit ich weiß. Die habe ich aber noch nie gekriegt, die blaue Hühner. Uiuiui, da haben wir jetzt wieder ordentlich was gekriegt. So, streichelt so for the win. So, die Wutz ist immer noch Clay. Schade. Ja, grunzt da mal einer. Okay. Dann hier und hier. Da sind wir wieder bei unserer Vierer. Die Ziegemilch muss man wieder ein bisschen warten. Und dann die Eier. So, so. Und so, irgendwie scheint mal Ei verpasst zu haben, habe ich das Gefühl. Oder? Nee, da sind wir trotzdem bei Vierer, genau. So, so und so, so. Passt alles. Gut. Tiere raus, Wollerei. Höhle flattern. Und haben wir was in der Höhle? Nö. Dann kommen die Pflanzen dran. Same procedure as every day. Und so, joink, joink. Da können wir anscheinend wieder ein bisschen Peperoni ernten. Sehr schön. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Dann hier nochmal. Ne, von links nach rechts gießen wir nicht. So. Also immer weiter. Ja, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob hier... Ja. Bewässern wir einfach nochmal so. Und der da noch. Genau. Oh, da haben wir hier wieder fette Ernte, sehe ich. Mais. Wir sollten auch bis zum 12. oder wann der Frühlingstanz ist, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal 12 Erdbeere kaufen, damit wir hier nochmal die Reihe mit Erdbeere füllen können. Weil Erdbeere sind auch nie verkehrt. So. Und weiter geht's. Wird immer kräftig. Gieße. Dann läuft das auch. Aber ich finde es einfach gut, dass im Gewächshaus so Feldfrüchte sind, die immer wieder noch wachsen. Einfach nur, damit man ganzjährig die Produkte von alle Jahreszeiten hat. Dafür ist das Gewächshaus meiner Meinung nach ideal. Die Saisongemüse und Obstsorte können wir ja dann jeweils immer draußen pflanzen. Aber ansonsten können wir dann halt auch immer hier ganzjährlich die anderen Dinger genießen. Finde ich super. Gut, Alter. Dann geht es hier wieder 24 Pastinake. Dann müssen wir noch gucken, was eventuell noch kurz vor Ernte steht. Damit wir noch vorsorglich das andere Zeug kaufen können. Denn morgen hat jo Pierre bekanntlich zu. Okay. Ich glaube, der Knoblauch dürfte auch wieder gut sein. Gerade mal gucken. Ne, der Knoblauch ist noch nicht gut. Aber vorsorglich könnte man doch wirklich den Knoblauch einfach kaufen morgen. Für morgen. Falls er dann gut sein sollte. Jo, die Tulpe wachsen mal wieder gut. Blumenkohl kommt auch gut, wie es aussieht. Die blaue
Jazz, Yatz, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Weil ich kenne mich leider mit Blumen nicht so gut aus. Ich bin kein guter Experte für die Flora. Bei Fauna, bei Tierwelt kenne ich mich besser aus, muss ich gestehen. So, dann das wieder. Hoppla, das war einer zu viel. Ach, mir gefällt mein Hof, muss ich echt sagen. Mir gefällt der Pelzerhof, so wie er ist. Ich finde, da habe ich, ohne mich jetzt übertrieben loben zu wollen, habe ich doch eine relativ gute Arbeit geleistet mit dem Pelzerhof. Weil, wie gesagt, die Leute gucken bei mir Stardew Valley tatsächlich aus dem Grund, weil ich es hier bringe, das Ganze symmetrisch zu machen. Ich habe es ja auch mal eine Weilchen bei Gronkh am Anfang geguckt. Und so gern ich auch seine Art zu kommentieren habe, muss ich sagen, bei ihm war alles krumm und bucklig. Und ich kann das einfach nicht sehen. Es muss immer symmetrisch sein bei mir. So, da. Ich persönlich kriege da so ein leichter innerer Tick und Anfall, wenn ich sowas sehe, dass es nicht symmetrisch angelegt ist. Da habe ich so leicht die Störung, die anscheinend viele andere Leute zu haben scheinen. Und irgendwie beruhigt mich das muss ich ehrlich sagen. Jo, so. Dann können wir noch, ganz kurz dort drüber ein bisschen aufrahmen. Ja, sieht doch immer schöner und ansprechender aus für den Multiplayer, oder? So. Die Gegend hätte ich sowieso ganz gern frei, um ehrlich zu sein. Das heißt, wir können hier nochmal Baumfeld machen. Das sind 2 Ahorn, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich möchte die Gegend um Großvaters Schrein einfach frei haben. So, das kann noch weg. Dann müssen wir noch wegsensen und dann noch weghacken. Oh, gefrorene Geode. Cool. So, Quatsch. Ich wollte ja auch noch wegen des Siggi dort hier. Können wir jetzt nämlich wieder schön hier rumgehen. Perfekt. Das ist auch wieder bereit für die nächste Runde. Das heißt, die Ziegemilch wieder hier rein. Schnell noch den Stoff abfleddern und noch schnell hier die Mayo holen. Oh, für die Ente Mayo ist schon gar kein Platz mehr im Inventar. Hoppla. Zu der Ingrid, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte auf die Siggi, ich wollte weiterreiten. Hallo? Jetzt haben meine Tiere leider mein Gaul belagert. Geh fort. Ingrid, geh fort. Scheiße. Jetzt haben die Tiere wirklich hier mein Gaul belagert. Mann, Mann, Mann. So. Das heißt Pastinake und Knoblauch. Gut, den Kruscht können wir auf jeden Fall mal wieder verkaufen. Dann hätte ich hier noch ganz gern die 2 Blaubeere wieder aufgefrischt. Wie sieht es denn mit Tomate aus? Wir lecken Nummer 5 vorsichtshalber hier rein. Der Rest kann wieder fort. Pastinake, jo, alles weg. Nein, Quatsch, das wollte ich gar nicht fortschmeißen. Die Mayo, genau. So. Dann kann das wieder durch rein, das kann wieder hier rein. Das und das kommt wieder dort hier. Dann unser Met war, glaube ich, hier. Ja, genau, unser Met war hier. Stoff war, glaube ich, hier drin. Jo. Und die gemischte Saat hier. Perfekt. Dann können wir uns nochmal auf den Weg zum Clint machen. Ich glaube, Clint ist der Erste, zu dem ich gleich mal gehe, bevor der wieder dicht macht, der Hansel. Also erstmal zu Clint und dann zu Pierre für Pastinake und Knoblauch. Da ist auch wieder Aufgabe verheilt. Schleimjäger 8 rote Schleim für 1000 Gold. Jawohl, machen wir noch glatt. Gut, Abby ist hier. Und Clint schnell, 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 bevor er dicht macht, der Hanebampel. Damit wir noch diese überraschende gefrorene Geode öffnen können. Hui, was ist denn das Schickes? Lunarit, Mondgestein anscheinend. Naja, kennen wir es doch mal Gunther. Mal gucken, was der dazu sagt. Hoffentlich gibt es wieder Belohnung. Wie lange haben die eigentlich auf? Bis 18 Uhr haben die auf. Das ist auch gut zu wissen. So, mein Lieber. Lunarit ist für dich. Schade, keine Belohnung. Okay, dann. Genau, zu Pierre wollte ich noch. Und noch Pierre können wir glatt zu der Mine wieder gehen.
Aber wir müssen erst noch den Schampel-Ei pflanzen, merke ich, ne? So, also erstmal zu Pierre. Das heißt erstmal wieder 24 Pastinake. Die sind relativ fix wieder gesetzt. Und zur Sicherheit... Oh, für 30 Gold verkaufen wir die auch. Zur Sicherheit holen wir uns nochmal 24 Knoblauchsaat. Die können wir dann einfach so noch mit uns rumschleppen. So. Dann wieder zurück. Einfach nur, falls morgen der Knoblauch wieder gut sein sollte. Da ist noch ein bisschen Lauch. Das könnte man noch holen, falls der Schorsch mal wieder was will. Lauch sogar in Goldqualität. Nicht schlecht. Okay. Das heißt, jetzt werden erstmal die Pastinake wieder eingepflanzt. Und ganz kurz. Wo ist er dann, der Lauch? Okay, den Lauch schmeißen wir mal hier rein. Genau. Das wieder, dann können wir nämlich gleich mal unsere Metproduktion vollständig machen. Und Siggi bleibt raus. So, dann dürfte nämlich auch gleich wieder die Zeit erreicht sein, wo die Tiere wieder freiwillig in den Stall reinlatschen. So, noch schnell wässern den Schampel. Dann ist das auch wieder gut. Und ich glaube, unser Ziegemilch dürfte auch gerade gewachsen und gut sein. Hoppla. Genau, so. Ja, die Tiere gehen wieder freiwillig rein in den Stall. Der Ziegekäse haben wir hier. Die Ente Mayo brauchen wir auch noch einmal. Und dann machen wir uns noch einfach schnell auf den Weg zu der Mine, damit wir das auch noch relativ fix erledigt haben. So, der Met kommt hier rein. Perfekt. Und dann ab in die Mine. So. Schwert ausgerüstet und ich hoffe, unser guter Joba-Ring hilft uns jetzt auch gut in der Mine. Also nichts wie runter, nichts wie hier in der 100er Stock. Das sind doch bestimmt auch genug rote Schleimis, ne? Ja, das läuft ganz gut. Kupferbarre lassen die sogar fallen. Okay, Rubinabernte, Goldabernte. Jo, aber bevor wir hier runtergehen, noch der fette Stählernte. Weil genug Stähl können wir definitiv nicht haben. So, mal weiter. Eine Omnigeode und Eisenerz. Bleirute gibt es sogar noch aber drauf. Ja, Harz. Unnötig. Immer runter. Da sind doch schon welche von den Glitchies. Okay, weitere Glitchköpfe. Na. So. Da geht's wieder runter. Wisst was? Das könnte man sogar wirklich mal gut gebrauchen, für Käferfleisch wieder zu kriegen. Ah. Gibt's leider nicht Käferfleisch. Schade. Ah ja. Dich suche ich. Genau dich suche ich. Muss auch sagen, ich mag die Musik in der Mine. So. 6 von denen brauche ich noch. Schauen wir doch mal. Da unten ist schon wieder der nächste. So, perfekt. Okay, das ist wieder Sackgasse. Theoretisch könnte ich mit dem Treppe eigentlich wieder Stockwerk runtergehen, falls ich die Treppe nicht finde. Aber das ist mir dann doch immer etwas zu arg, muss ich sagen, dass ich dort für 99 Stähl gleich verschwende. So. Oh, der hat sogar einen Diamant dabei gehabt. Alter, das war mal der Chefschleim. Okay. Theoretisch könnte ich ja die Fackeln abernten, aber die brauche ich jetzt eigentlich nicht, muss ich sagen. Die Fackeln, wir haben es ja mittlerweile hell genug auf unserem Pelzerhof. Oh, immer aufpassen, bevor die Glitchköpfe hier arg schleimt kommen. Boah, ne, dass die mal nochmal mehr Schade reißen. Ich habe schon genug Schade, wie ich finde. So, wir brauchen nur noch 2. Das sind doch die 2 Hamsterköpfe hier, die wir noch übrig haben, ne? So, dann komm mal her, du Schmierlappe. Okay. Jo, perfekt. Dann nix wie raus hier. Ich bin nämlich schon ordentlich geschädigt hier. Dann wieder zurück in die Stadt. Zum Bäuermeister gehe und dann Penne lege. Und noch vorher Shenny Weintraube raushole. Hoch, was macht dann Penny hier?
Die gibt Vincent und Jess noch Hilfe. Ja, bestimmt um 21:20 Uhr, wo die Kinder wahrscheinlich schon im Bett sein müssen. Dann gehen wir noch in die Kneipe. Und geben die Quest noch beim Louis ab, falls er... Okay, der ist gar nicht da hier. Seltsam. Na gut. Dann gucke ich vielleicht noch, ob ich denn der Ham treffe. Wenn nicht, muss ich Smoyer abgeben, die Quest. Der hat schon zu. Okay. Na gut, schade. Dann halt nicht. Dann gehe ich halt zu Fuß wieder rüber in die, zu der Bushaltestelle. Hol mal die Siggi dann wieder und reite wieder auf den Pelzer Hof. Muss sowieso noch die Läden dicht machen. Und dann schmeiße ich noch ein bisschen was in die Truhe rein, ne? Wobei die Siggi können wir auch aufstehen lassen. Der Gaul findet ja seinen Weg wieder. Gut, dann, ohne große Umschweife, schmeißen wir jetzt einfach mal den Kruscht hier rein. Das kann auch fort. Ich schmeiße es jetzt einfach mal alles rein hier. Das ist alles unnötiger Käse, Rubin. Ja, komm, alles fort mit. Schade, dass ich die Bleirute hier nicht verkaufen kann. Golderz kommt rein. Eisenerz, schade, haben wir keinen Platz mehr dafür. Eisenerz muss aber hier rein. Dann machen wir unser Morchel hier, Schälrei. Das kommt da hier. Der Diamant, den wir vorher mal geluchst haben, der kann jetzt wieder da hier, wo er hier gehört. Wo haben wir dann unseren Diamant untergebracht? Hier, natürlich. Das sieht soweit gut aus. Der Kupferbarre kommt wieder hier, wo er hier gehört. Jupp-diddlip. Ansonsten. Genau, bevor wir hier wieder das absolute Tohuwabohu ist, machen wir hier wieder alles dicht. Und dann geht's ab in die Fall und ich brauche noch eine Weintraube in Goldqualität für Vincent. Morgen. Also nichts wie ab in die Fall. Und wir haben in nichts was kriegt, aber dafür haben wir ordentlich Kohle kriegt. 9.400. Insgesamt 10.024. Das sind doch mal wieder Einkommen, oder? Das sind... Oh, hätte ich doch nur 8 so Tageseinkommen und das auch noch in Gold. Alter Falter. So. Hier nochmal schnell drüber gieße. Unser Kaffeepflanze entwickeln sich auch hervorragend, wie es aussieht. So. Was machst denn du von Käse? So. Ackermann. Also so allmählich machst du mal Sorge. So, genau. Winnie hat Geburtstag. Der Fernseher sagt, Moje wunderschön und so nicht. Natürlich, wir können es auch anders zeigen. Pannekuchen, weiß ich schon, wie es geht. Dann der Honig. Und die letzten Metfuhrer. So, Met wieder dort, wo er hier gehört. Gleich mal den Kruscht wieder raus. Perfekt. Dann gleich mal wieder zu unseren Tiere als erstes. Und wo ist er dann? Hoppla. So, Leverwash, du bist. Heute habe ich es irgendwie nicht so gut mit dem Ziele bei Gießkanne. So, die Tiere mal wieder streichle. Woll vom Karnickel. Ich freue mich echt, wenn das Karnickel dann Hasepfote abschmeißt. Das erste geht ans Gemeindezentrum. So viel ist sicher. So, die können raus. Dann die Eier noch, wo sie hier gehören. Das hier und die Ente Mayo Dohi. Dann wieder unseren gutes Sammelbehälter räumen. Oh, endlich ist die Wutz erwachsen. Sehr schön. So. Jawohl, die Dickbertha, die ist auch richtig fett geworden. Und die kann jetzt für uns Trüffler sammeln. Das heißt, die kommt raus. Und dann entstehen dort, wo sie rumsteht, noch in einer gewissen Zeit Trüffel. Dann können wir nämlich auch gleich mal gucken, was die Trüffelmaschine, Trüffelmaschine, die Ölpress kostet. 50 Schleim, 20 Hartholz und Goldbarre. Mist, mal wieder Hartholz, was ich eigentlich für die Hausverbesserung bräuchte. Ich muss mal echt mehr Hartholz sammeln. Aber so Ölpresse brauchen wir schon, würde ich sagen. So, hier nochmal kräftig gieße. Ansonsten, außer die 2 Pepperoni-Nachzügler gibt es nichts. Und
Immer kräftig weiter. So. Ja, die Bäm verdecken schon ganz gut, was da hinten dran abgeht. Deswegen muss ich auf Nummer sicher gießen. Gut, 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 gut. So, da. Ja, das sind mittlerweile so Routine-Dinger. Wächst, wenn ich jetzt im Multiplayer wäre, dann könnte ich sagen, ah ja, Neuländer, du machst jetzt mal bitte hier das Gewächshaus und Slanien wäre nicht verkehrt, wenn du dich um Sel und jenes kümmerst. Also, ne? Du könnt man dann jetzt zum Beispiel sagen, ich kümmere mich am Anfang immer um die Tiere, während Slanien sich um die Felder schon mal kümmert und der Neuländer macht's Gewächshaus, ne? Das wäre halt schon ziemlich geil. Da kann man dann auch seine Aufgabe ein bisschen abtreten, dass nicht einer immer dasselbe Quark hier allein machen muss. Also insofern wäre ein Multiplayer schon nicht verkehrt, muss ich sagen. So, da. Aber schauen wir mal, ihr könnt ja auch gern wieder abstimmen, ihr liebe Leute, ob ihr wollt, dass das dritte Jahr eventuell ein Gemeinschaftsjahr im Multiplayer wird. Das ist euch überlassen. Wenn ihr wollt, dann können wir zum dritten Jahr, wie gesagt, den Multiplayer spielen. Dass ich dann das dritte Jahr im Multiplayer mache und oder mit dann das Let's Play auch beende. Das wäre ein schöner Abschluss, wie ich finde. Und ist auch schön, wenn ich das jetzt im Frühling schon zur Abstimmung bringen kann, weil dann wissen auch meine Mitspieler Bescheid, ah ja, findet erst wieder im Yankees nächstem Jahr hier statt, dass nach seinem Winter, dass man nach der Episode, was ja auch schon wieder ewig lang dauert, also so um die 50 Episode wird es ja schon noch dauern, dass wir dann erst loslecken und gemeinsam hier das dritte Jahr als Gemeindejahr, als Multiplayer, so rum, dass wir das dritte Jahr dann als Multiplayer direkt anfangen. Also wie gesagt, stoßt mir Bescheid, gebt Bescheid, ob ihr hier unbedingt der Multiplayer im dritten Jahr haben wollt oder ob ihr euch denkt, boah nee, das brauche ich jetzt echt nicht nochmal als Multiplayer. Mach mal lieber nur das dritte Jahr im Singleplayer und dann vielleicht noch im dritten Jahr Multiplayer. Ist jetzt euch überlassen. Wie gesagt, die Wahl steht. Also die Wahl ist ausgeschrieben, könnt man sagen. Und ihr seid gefragt. Wenn ihr das wollt, dann mache ich das. Gebt mal in die Kommentare Bescheid. Ich freue mich drauf, wie ihr entscheidet. Als hätte ich es geahnt hier mit dem Knoblauch, oder? Als hätte ich es gestern geahnt. Und der Pierre hat ja heute zu. Entschuldigung, das war leicht verschluckt mal wieder. Habe ich davor, wenn ich jetzt schon so hochmütig sage, oh, ich hab's gewusst, ich hab's geahnt. So, perfekt. Dann können wir nämlich jetzt hier sofort unseren guten Knoblauch gleich mal wieder aussehen, so rum. Zuerst Ernte und dann sehen wir es aus. Ich liebe Knoblauch, das kommt bei mir in fast jedes Gericht mit rein. Weil ich einfach den Geschmack bei deftiger Speise von Knoblauch unglaublich gern mag. Ist ja auch gesund das Ganze, ne? Na komm schon. So. Gut, dann könnte man eventuell hier nochmal alles, was zu dicht an die Felder geht, gerade ein bisschen wegmähen noch. So. Damit es nicht nochmal unseren Zaun angreift. Gut. Sieht gut aus. Ziegenmilch habe ich jetzt nicht nochmal im Angebot. So, schick. Ah, okay. Da ist dann jetzt wirklich nochmal die letzte Metproduktion dann angebrochen. Hier mit dem Honig, den wir geerntet haben. Als Reide mit. Okay. Diamant kann jetzt auch hier rein. Knoblauch weg. Das weg. Dann hebe ich mal auf, der Wildhonig. Der kommt hier rein. Der kommt dort hier. Genau. Das müssen wir auch noch lösen. Ach, Leberwurst. Geh mal doch aus dem Weg, Hund. So. So, da. Nachdem das Theater jetzt abgeklärt wäre. Hoppala. Erstmal die Narzisse sammeln. Joink. Ist nur ein Normali. Schade. Löwezahn haben wir auch noch. Das ist ein Silberner. Die Abenteurer-Gilde hat jetzt auch auf. Das heißt... Ja,
Das sind die einzigsten Heudeus, die mal hier das Ding abnehmen. So. Mit ihrer Banjo-Musik hier, die Hinterwäldler, die am Bergsee leben. Dann geht's weiter mit der Omni-Geode zum Clinty Boy. Der muss uns nämlich noch die Geode knacken. Aber erstmal flärt er mal seinen Müll. Manchmal hat er nämlich einen Goldbarre drin, der Knabe. So, Omni-Geode, hoffentlich ist was Gutes drin. Na, schade. Leider nicht so viel Gutes drin. Dann suchen wir jetzt noch Vincent. Damit der Knabe noch seine Weintraube kriegt. Hier ist er anscheinend nicht, um sich weiterzubilden. Ich mache gerade Pause, genau. Und was sagst du? Ja, okay. Sie macht Online-Kurse, aller hopp. Ja, mit einer Schule kannst du hier nicht rechnen in dem Kaff. Dum, dum. Da gucken wir doch mal, wo die bleiben. Aber Moment, erstmal hier den Müll flattern. Wo Penny ist, können Vincent und Jess nicht weit sein. Genau, da sind sie doch. So, für dich, Kleiner. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist so nett von dir, ich lieb's. Okay, wir sind bei 3 Herzen bei ihm. Ich will noch Käfersuche, aber die Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich jetzt noch machen? Sauber kann man irgendwie nicht noch Käfersuche, ne? Okeli-dokeli. Wir könnten nochmal hier vorbeigucken. Und könnten noch eine Runde einfach nur so just for fun angeln, bin ich dafür. Aber bei Regen muss ich in die geheime Wälder. Beziehungsweise an den Fluss. Und ich muss auch am Ozean angeln. Und das nachts. Dann komme ich nämlich zu einigen Fische, die ich noch fürs Gemeindezentrum brauche. Es sei denn, der gute Willi hat ja noch ein paar Sachen für uns. Nee, natürlich nicht. Okay, wisst was? Wir holen nochmal hier Köder, damit wir wenigstens wieder auf die 30 kommen. Und dann angeln wir einfach noch so runter, ne? Ist zwar nicht genau dort, aber schauen wir mal, was hier rauskommt. Weil ein bisschen angeln kann man jetzt auch noch, finde ich. Allzu viel Energie haben wir nicht mehr. Also ihr seht schon, das ist schon verdammt energiezehrend, was ich hier mache. Und von meiner Feldgröße eigentlich auch schon ziemlich heftig. Und das ohne Köder. Ich habe nämlich keinen Köder an die Angel geschmissen. Ja, irgendein kleiner Fisch wird es schon sein. Sardine oder so, nämlich auch. Ne, ein Hering. Okay. Na gut. Sodala. Wir brauchen sowieso nicht mehr allzu viel, ne, fürs Gemeindezentrum. Wir brauchen hier der blaubarschende Katzefisch. Der Katzefisch kriegen wir auf jeden Fall im Frühling bei Regen, weiß ich jetzt mittlerweile. Der Aal kriegen wir bei Regen am Ozean bei Nacht. Und der Stör kriegen wir leider erst im Sommer. Und der Riffbarsch, glaube ich, dasselbe auch im Sommer erst. Aber Katzefisch und Aal können wir auf jeden Fall schon mal holen. Der Müllfledderer. Nee, das können wir nicht machen. Da ist einer neben dran. Okay, wie sieht's denn mit Abigail aus? Viel Zeit als Freund und Freundin verbringen wir ja nicht, wie es aussieht. Halt, Heidi, du kriegst noch was. Einfach mal so just for fun, weil die Narzisse hier ist. Ja, kriegst du auf jeden Fall noch was. Wir sind bei 4 Herzen. Und dann gehen wir weiter. Ich sollte nochmal in die geheime Wälder gehen. Ich sollte nämlich dort nochmal eine Runde Hartholz hacken. Und dann sollte ich auf jeden Fall nochmal die Ölpresse machen. Dafür brauchen wir nämlich das gute Hartholz. Da finden wir aber leider immer nur 12 davor. Ich weiß nicht, wo man sonst noch Hartholz finden kann. Aber erstmal die Gießkannenfüller. Und der Reisewagen ist natürlich mal leider wieder nicht da. Sehr schade. Also nichts wie ab hier. Wieder ein paar von den Glitchies. Schleim ist ja auch wieder gut. Hoppala. Das heißt, Schleim können wir hier auf jeden Fall auch schon mal sammeln. Für die Ölpresse, warum auch immer man da Schleim braucht, ist es ja nur zuträglich, wenn wir hier ein bisschen Schleim noch sammeln. So. Und immer kräftig weiter hier. Ja, kommt her. Als her mit euch. Ich sammle euren Schleim. Huch, hier wird es plötzlich hell. Und ist schon 19 Uhr. Ja, wir sollten uns allmählich echt auf die Socke machen. Aber ich glaube, wir haben dann schon ein paar Trüffel, wenn wir daheim wieder ankommen. Oder zumindest Trüffel.
Die Ersttrüffel brauchen wir fürs Gemeindezentrum. Hoppala, da ist wieder ein Stanner. Das heißt, Trüffel brauchen wir auf jeden Fall fürs Gemeindezentrum. So, dela. Dumm, aber die Ölpresse können wir definitiv schon mal bauen. Ja, unser Kosten sind schon fast wieder drin, die wir ausgeben haben fürs Lava-Katana. Ein Schwert Stufe 15, apropos. Ich bin mittlerweile Stufe 19 Farmer. Hätte ich vielleicht ein paar Mal öfter drauf gucken sollen, als so sporadisch drauf. Okay. Schön. Aber ich freue mich auch schon, wenn das hier wirklich fast alles Ackerland wird. Oder Nutzfläche wird. Da freue ich mich richtig drauf. Wie das dann zum Schluss aussieht. Ich sollte da noch ein paar Streife fürs Gras freilassen. Damit wir da noch genug haben. So, da ist er doch, die Trüffel. Perfekt. Die hämmert dann nämlich für das Gemeindezentrum. Und dann das letzte Mal Metproduktion. Dann haben wir hier unten noch ein bisschen was für unsere Recycle-Maschine, sehe ich schon. Ganz stolz mit der zerbrochenen CD durch die Gegend gewatschelt. So, dann können wir jetzt nämlich die Ölpresse machen. Das braucht Schleim, Hartholz und Goldbarre. Schleim, Goldbarre, Hartholz. Also, zack und zack. Und der Rest kommt wieder da rein. Hartholz, Schleim, genau. Dann Golderz packen wir da mal nicht rein, sondern wir holen so viel. Dann das kommt weg, fort. Fort ein Tote mit auch noch, denn Harz am Ende brauchen wir bestimmt nicht. Met kommt hier rein. Ölpresse schmeißen wir da hier. Trüffel heben wir auf und dann brauchen wir noch zusätzlich 3 mal die Kohle, genau. Dann können wir nämlich dort hier die Dip-Dap-Dupf und machen das noch fix. Und wir watscheln auch noch ganz geschwind zum Gemeindezentrum. So, dann haben wir nämlich auch wieder unser Zweidach erledigt. Gerade nochmal gucken, ne? Wir haben unser Zweidach soweit erledigt, glaube ich, ne? Genau. Das war Bäuermeister Louis und Frei. Und dann wieder hier. Dann haben wir nämlich die Geschichte 8 gemacht. Und schön. Mit dem Gaul geht es gleich mal weiter. Mit der Siki wieder ab Richtung Stadt. Dürfte hier noch... Ist hier nicht geparkt? Okay. Dann gehen wir schnell den Weg von der Mine runter. So, da ist nämlich, soweit ich weiß, unser Bündel Koch dann erledigt. Dann haben wir da nämlich schon mal... Hoppla, haben wir da nämlich schon mal Ruhe. Sehr schön. Aber je eher ich dran denke, die Sache ans Gemeindezentrum zu geben, desto besser. Dann fehlt uns, glaube ich, auch nur noch für das Bündel Verzauberer beim Schwarze Brett fehlt uns dann auch nur noch, soweit ich das richtig im Kopf habe, die Hasepfot. Und die müssen wir weitergeben, sobald unser Kanickel das erste Mal in die Falle lässt im Stall. So, Bündel Koch steht noch aus. Färbemittel, genau. Der Rotkohl kriegen wir im Sommer. Bündel Koch fehlt der Trüffel. Und ab sofort gehört jeder Trüffel uns. Dann können wir nämlich Öl draus machen. So, dafür gibt es jetzt noch 3 mal die pinke Torte. Das ist auch nicht verkehrt. Können wir auch diverse Dorfbewohner geben. Und hier, wie gesagt, nur noch die Hasepfote und der Rotkohl. Den kriegen wir auf jeden Fall. So, viel Spaß mit dem Kochbündel Wichtolosaurus. Ich wünsche euch einen guten Appetit mit dem, was ich für euch gekocht habe. Und... dann gehen wir gleich mal weiter. Pinke Torte ist für Jess auf jeden Fall geeignet und für noch jemand. Für Mani, glaube ich. Pastinake für Penny machen wir auch noch mal. Aber das machen wir erst am morgigen Tag. Beziehungsweise in der Episode übermorgen. Die geben ja kaum Licht hier, diese Laterne. So, dann schmeißen wir das Zeug noch ganz fix rein in die Truhe, wo es hingehört. Und geht jetzt aber schon mal Sache, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wo man dann, glaube ich, 2 unproduktive Tage haben. So, das kann weg zugunsten von dem. Und, ja, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich glaube, wir haben 2 unproduktive Tage. Da können wir wieder machen, worauf wir Bock haben, genau. Und bei der übernächsten Episode kommt dann das Eierfest und Haleys Geburtstag. Gut, also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.